Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal der Pressetalk mit Vincent Kompany und Min Jae Kim vor dem Tottenham-Spiel. Wow. Auf der Audi FCB-Tour. Hätte ja nicht gedacht, dass da irgendwie eine große PK kommt, aber sie kommt und von daher gehen wir mal rein und hören mal, was Min Jae und auch unser Cheftrainer, der Vini, so zu erzählen haben. Bevor wir das tun, Leute, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit würde ich sagen, rein in den Bums. Yes, hello. Thank you Ja, very much. hallo, vielen lieben Dank, dass Sie uns vorgestellt haben. Herzlich willkommen. FC Bayern freut sich sehr darauf, hier in Südkorea zu spielen und vielen lieben Dank für diese ganzen Veranstaltungen mit Fans und das Willkommen heißen. Auch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur. Und wir werden mit Min Jae Kim starten, unserem fantastischen Gastgeber hier in diesen Tagen. Vielen lieben Dank dafür. Bitte, erst ein paar Fragen. Ja, ich bin auch gespannt zu Min Jae, wie er in der neuen Saison performen wird. Wie gesagt, die alte Saison, wir haben es ja auch schon öfters besprochen, sollte man nicht überbewerten. Er hat nicht wirklich eine Vorbereitung gehabt, kam aus dem Militärdienst, dann hat er Asien Cup gespielt, hat auch keine Wintervorbereitung gehabt. Also da muss man mal abwarten. Ich bin sehr gespannt jetzt in der kommenden Saison auf ihn. Ich denke, dann können wir ihn auch erst abschließend wirklich ernsthaft bewerten. 안녕하세요. 이렇게 많은 환영을 해주셔서 상당히 감사하게 생각을 하고요. 또 FC 바이에른 뮌헨에 이렇게 또 기자회견에 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 뭐 다들 아시겠지만 지금 옆에 저희 김민재 선수 함께 와 있고요. 저희 팀도 김민재 선수가 이제 호스트 같이 많이 챙겨주면서 좋은 이제 시간을 보내고 있는데 아무튼 이렇게 또 오늘 기자회견도 잘 하고 일단은 소정의 캐스터님으로부터 시작해서 기자회견 시작하도록 하겠습니다. 예, 오늘 특별히 바이에른 뮌헨의 언론 담당관이십니다. 디터 니클레스 씨의 진행으로 이 기자회견의 질의응답 시간을 진행을 해보도록 하겠습니다. 그러면 디터 니클레스 씨가 포인트를 해주시면 질문 있으신 분들은 손을 들어주시면 디터 니클레스 씨가 가르치실 겁니다. 그러면은 마이크를 들고 질문을 하시면 되겠습니다. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie hierher gekommen sind. Eine Einleitung oder Wenn was? Sie irgendwelche Fragen haben, sagen Sie Ihren Namen und wo Sie her sind. Dankeschön. Und Abfahrt. Vielen Dank. Einfach So, bleibt die Kamera Hand jetzt hier so, oder was? Wer die erste Frage stellen möchte? 먼저 질문 드리도록 하겠습니다. Yes, on the left side. Ja, hier an der linken Seite. 김민재 선수에게 질문 드리겠는데요. 이번 시즌에 한국에서 프리시즌을 보내는 소감과 또 동료들에게 한국은 어떤 나라라고 소개했는지 궁금합니다. Bleib in der Mitte einfach. It's your first time doing a preseason in Kim Korea. ist das erste Mal, dass Sie die Präsaison mitmachen hier in Südkorea. Wie haben Sie Südkorea Ihren So, bleib trotzdem jetzt. Teamkollegen vorgestellt? 저도 이제 되게 좋게 생각하고 있고 기대도 많이 되고 내일 경기에 대해서 그리고 이제 팀에 있으면서 당연히 이제 먼저 이제 프리시즌을 시작하고 있었지만 선수들에게 조금 한국의 문화라든지 이런 것들을 잘 설명해줬고 뭐 식당이나 애들이 이제 선수들이 먹고 싶어하는 것들을 조금 추천해주고 그렇게 하려고 하고 있습니다. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, meine Teamkollegen hier mitzubringen in mein Heimatland. Natürlich, das ist so wild, oder? Also die Frage ist auf Koreanisch, die Antwort auf Koreanisch, dann wird die Antwort auf Englisch übersetzt und dann wird das Englische für uns ins Deutsche übersetzt. Alto Belly! ist das erste Mal, dass ich die Präsaison hier mache oder die Vorsaison und deswegen freue ich mich sehr, sehr auf das Spiel morgen. Und bezüglich meiner Teamkollegen, wir haben uns ja schon ein bisschen vorbereitet in Deutschland, aber ich möchte Ihnen die Kultur Koreas zeigen und auch das ganze Essen, was Sie probieren wollten, habe ich versucht, Ihnen tolle Restaurants hier in Korea, in Seoul zu zeigen. Und wir werden vielleicht noch andere Möglichkeiten haben, Ihnen noch mehr Geschichten aus Seoul und Korea zu erzählen. Ja, er hat ja auch selber nochmal gesagt, ne, die erste Vorbereitung, die er mitmacht. Also deswegen. Ich bin sehr gespannt auf die neue Saison und dass er seinen Teamkollegen sein Land vorstellt und die Gebräuche und alles, ja. So muss das ja auch sein, oder?
왼쪽 맨 뒤에 계셨던 분. 아까 손을 드셨던 분. 예. Wenn das jetzt hier im großen Bild bleibt, gehe ich mal links. Ja. 예. 권해드리겠습니다. Überdeck mal den Dieter zu. Das ist nicht ganz so schlimm, oder? Die Minje. 그 이제 센터백 출신의 감독님이 오셨는데 오시고 나서 김민재 선수랑 주로 어떤 이야기 많이 했고 좀 궁합이 잘 맞는지 궁금합니다. So your new manager Min-jae, Und der neue Trainer, wie ist es jetzt bisher gewesen mit ihm? Wie viel Chemie habt ihr mit ihm und wie viele Informationen hat er denn bisher gegeben? 우선 감독님이랑 이제 뭐 긴 시간을 같이 한 건 아니지만 감독님께서 워낙 유명한 선수셨고 능력이 좋은 선수셨기 때문에 감독님께서 말씀하시는 것들 귀담아 들으려고 하고 있고 말씀해 주시는 것 토대로 이제 운동장에서 하려고 하고 있는데 조금 적극적인 수비 스타일을 원하시는 것 같고 네 그런 이야기를 가장 많이 하는 것 같아요. 좀 적극적으로 하는 수비를 원하시고 또 1대1 같은 수비를 좀 요구를 많이 하시기 때문에 네 좀 그런 이야기. Und ich habe mich schon gefragt, warum die Pressekonferenz 40 Minuten geht. Aber wenn davon natürlich mindestens die Hälfte irgendwelche Übersetzungen sind, hätte ich es mir vorher angeguckt, würde ich es für euch ein bisschen zusammenschneiden. Aber ja, müsst ihr jetzt mit mir zusammen durch, Leute. 이야기 위주로 많이 하고 있습니다. 스타일은 잘 맞는 것 같습니다. It hasn't been very long since Es ist noch nicht so lange her, dass er Teil dieses Clubs wurde, Teil dieses Vereins, aber er war ein toller Verteidiger, ein wirklich klasse Verteidiger und deswegen versuche ich so viel zu lernen, wie ich kann von ihm, so viel zu lernen und Informationen zu bekommen, wie ich kann. Natürlich mag er Verteidiger, die sehr aggressiv spielen, die immer den ersten Schritt vormachen, keine Zweikämpfe verlieren und das ist ein Stil, der mir sehr gut passt. Deswegen lerne ich sehr viel, aber gut, es war eine sehr kurze Zeit, die wir bisher zusammen hatten. Nächste Frage in der zweiten Reihe. Auf der linken Seite, bitte. 네, 김민재 선수 이번에 좀 유럽 진출 후에 조금 처음으로 좀 안정적으로 온전한 프리시즌을 보내는 시즌인 것 같아요. 이번 시즌이. 그리고 바이에른 뮌헨에서 더 이제 발전하고 싶은 마음도 있을 거고 한데 이번 프리시즌이 좀 특별한 의미가 있을 것 같거든요. 그래서 어떤 점에 중점을 두고 지금 가장 훈련을 하고 있는지 그 점을 여쭙고 싶습니다. Min-jae scheint so, als wäre das die erste Vorsaison richtig in Europa. Natürlich willst du wahrscheinlich eine gute Vorsaison haben, aber was ist dein Hauptziel in der Vorbereitung für die nächste Saison? Boah, guckt euch das an, Alter. Der ist da der absolute Megastar. 이제 많이 옮기기도 했고 그러다 보니까 뭐 온전하게 프리시즌을 보낸 적이 뭐 없었던 것 같기도 한데 그거는 뭐 모든 프리시즌은 다 똑같고요. 이제 제가 어떻게 하느냐에 따라서 이제 시즌을 시작해서 제가 보여주는 퍼포먼스라든지 이런 것들이 달라질 거라고 생각하는데 뭐 특별하게 생각한 건 없고 그냥 이번 프리시즌 동안 이제 새로운 감독님과 새로운 전술 그리고 또 새로운 선수들이 들어오기도 했는데 그 선수들과 합을 잘 맞춰서 경기장에서 이제 잘 보여주는 게 저는 중요하다고 생각하고 있습니다. Natürlich ist das die erste richtige Vorsaison, die ich in Europa mache, nur weil ich jeden Sommer weitergereicht wurde oder einen anderen Transfer hatte. Aber was für mich sehr wichtig ist, dass wir einen neuen Trainer haben mit neuen Taktiken, neuen Strategien, neue Spieler. Aber das Wichtigste ist, wie können wir am schnellsten als Team zusammenwachsen und uns vorbereiten für die nächste Saison. Kommen wir zu der deutschen Medien. Hello Min-jae. Hallo Min-jae. Ja, hello Min-jae. Das ist so wild, oder? Das ist ein 5-Tagestrip vom FC Bayern und trotzdem reisen da deutsche Journalisten mit hin, um bei so einer PK jetzt Fragen stellen zu können. Alter. Ich hab den falschen Job, ey. Du hast ein bisschen Spaß gehabt mit Thomas Müller diesen Morgen. Was macht ihn so besonders als Teamkollegen? Und in deiner Vorsaison,
Wie bereitest du dich denn am ehesten vor auf die nächste Saison und denkst du dran, jetzt den Club nach einer Saison wieder zu verlassen? 토마스 밀러 선수가 동료로서 또 어떤 선수인지 그리고 좀 아까 말씀해 주셨지만 조금 더 자세하게 이번 프리시즌 어떻게 준비를 하고 있는지 그리고 또 뭐 뮌헨을 떠난다 뭐 그런 얘기도 있었는데 그거에 대해서 혹시 하실 말씀이 있는지 궁금합니다. 뭐 토마스 밀러 같은 선수는 이제 어떤 선수들이나 특정 선수에 대해서 뭐 잘 챙겨주고 우선은 정말 좋은 선수고 팀의 레전드 선수고 또 이제 독일에서도 이제 정말 레전드 선수인데 여러 선수들에게 이제 불편함을 주지 않고 좀 편하게 만들어 주려는 선수이고 그리고 뭐 프리시즌에 대해서 자꾸 여쭤보시는데 뭐 모든 선수들이랑 똑같이 잘 준비하고 있고 또 지금 감독님도 바뀌셨고 하니까 전술이나 이런 것도 바뀌었기 때문에 그걸 빨리 이제 습득을 하고 제 몸 상태를 끌어올리는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 그리고 뭐 팀을 떠난다는 이야기가 있었는데 뭐 그런 적도 없고 여기서 Da wohl ein bisschen mehr zu erzählen zum Thomas Müller, wa? 잘 정착해서 좋은 모습을 보여주려고 하는 게 제 가장 큰 목표입니다. Firstly, Thomas Müller Zunächst einmal, is a Thomas legend. Müller ist eine Not only is he a Legende, legend of FC Bayern nicht nur eine Legende bei Bayern München, sondern eine deutsche Legende. Und er ist da für jeden. Er versucht immer zu helfen, er versucht alle Teamkollegen sich wohlfühlen zu lassen und er kann jedem Teamkollegen in diesem Verein helfen. Also er ist wirklich eine Legende und ja, ich liebe es, mich mit Legenden zu umgeben. Und gut, die Vorsaison, die koreanischen Reporter fragen mich auch danach, es ist das Gleiche wie für jeden. Einfach hart vorzubereiten, viel trainieren, aber wir haben einen neuen Trainer, das heißt, wir müssen uns einfach so schnell wie möglich darauf adaptieren, auch als Vorbereitung für die nächste Saison. Und ich habe nie daran gedacht, den Verein jetzt zu verlassen. Ich möchte in diesem Verein bleiben und diesem Club so gut helfen wie. Warum sollte er auch nach einem Jahr den Verein wieder verlassen? Ja, nochmal, er hat nicht wirklich eine Vorbereitung gehabt in der letzten Saison. Das wäre aus meiner Warte halt auch völliger Schwachsinn, ihn jetzt nach einem Jahr wieder wegzuschicken. Ja. Jetzt das Jahr, da kann er zeigen, ob er es drauf hat für uns, für das Niveau oder nicht. Und gut ist. Wie ich kann. Next one, please. Yeah, also in the middle row, please, on the left side. Yeah. Ja, in the middle row. 네, 아무래도 이번 프리시즌 상대팀이 토트넘이다 보니까 손흥민 선수와의 맞대결이 좀 많은 관심이 있는 것 같아요. 저 이제 상대편으로서 처음 만나는 걸로 알고 있는데 좀 어떤 기분으로 좀 막으실 건지 좀 소감 부탁드리겠습니다. Obviously, there's a lot of attention for Also es gibt natürlich viel Aufmerksamkeit für das Spiel morgen gegen Tottenham Hotspur, weil du auch gegen Sonny spielen wirst. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass du gegen ihn spielen wirst. Was sind also deine Erwartungen für das Spiel morgen gegen Tottenham? 흥민 형이랑은 연습할 때만 이제 상대 팀으로 조금 했던 것 같은데 이제 실제로 이제 다른 소속팀인 상태에서 이제 상대로 만나는 건 처음이라 흥민 형 워낙 좋은 선수고. 최대한 이제 잘 막으려고 해야겠지만 이제 손흥민 선수 말고도 이제 흥민 형 말고도 이제 다 능력 있는 선수들이 토트넘에 많으니까 이제 모든 선수들을 잘 막으려고 해야겠지만 이제 흥민 형이랑은 최대한 Ist schon auch ein sympathischen, ne? Sieht ja immer so am Lachen 마주치고 ist. 싶진 않네요. 네. Also ich hatte ihn schon mal als Gegner, aber nur im Training. Also nur im Training war er mein Gegner und ja, das ist das erste Mal, dass ich ihn als Gegner auf dem Platz habe. Aber er ist ein toller Spieler. Nur Tottenham ist beruht nicht nur auf Sonny. Ich werde gut gegen ihn verteidigen müssen, aber auch generell als Team müssen wir gut gegen Tottenham Hotspur verteidigen. Und ich hoffe darauf, dass ich ihn vielleicht morgen nicht auf dem Platz sehen werde. Ich möchte ihn am besten aus dem Weg gehen. The last one, please, with the glasses. Letzte Frage. The microphone. 예, 아까 토마스 밀러 선수 이야기를 해주셨는데 작년에 이제 지난 시즌 구단 콘텐츠에서 토마스 밀러하고 이제 그 데어리트 선수한테 뭐 나는 바보입니다 식으로 장난을 한번 치셨잖아요. 그래서 이번에 한국에 왔을 때도 동료들이 좀 그런 이야기를 하지 않았는지 혹은 그런 장난을 혹시 치시지 않았는지 궁금합니다.
You spoke about Thomas Müller, Min Du hast über Thomas Müller ein bisschen gesprochen und es gab einen Wettkampf auf der Fanpage, wie ihr versucht, einen Witz auf Koreanisch zu machen. Habt ihr das nochmal versucht, bevor ihr jetzt nach Korea gekommen seid, oder wie sah das diesmal aus? 뭐 다른 이제 단어 같은 것들을 많이 알려주긴 했는데 지금 사실 이렇게 미디어에 노출된 상황에서 그렇게 할 시간이 저희가 많이 없었어서 이제 그런 시간은 많이 못 가졌고 이제 저희끼리 따로 이제 그런 거는 이제 이야기를 하고 있습니다. Also ja, es gibt immer Witze, die wir in der Umkleide machen. Nicht alles sieht man in den Medien, aber wir haben gerne Spaß zusammen und wir lachen sehr viel zusammen. Also wäre ja auch schlimm, wenn man alles in den Medien sehen würde, ne? Okay, bitte, first row. Dreh dich um, you behind. Hello Minjae. Hallo Minjae. Du bist ja inzwischen schon gewohnt, mit den Bayern auf die ganze Welt zu reisen. Aber Bayern hat viele Stars. Deswegen ist die Aufmerksamkeit einfach sehr verteilt. Jetzt ist die Aufmerksamkeit sehr zentriert auf dich. Ist das etwas, was dir gefällt, oder bevorzugst du es, nicht immer im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen? 바이에른 팀이 전 세계 많은 국가를 또 가고 또 가서 또 경기도 하고 또 이렇게 투어도 돌고 하는데. Ach, ich glaube, so zwischendurch tut das mal ganz gut, oder? Wenn man zwischendurch mal so sind 5 Tage. Ja, danach ist wieder ein bisschen mehr Ruhe für ihn. Von daher denke ich, kann man das schon mal mitnehmen. 항상 뭐 다른 나라 가면은 워낙 또 스타 선수들이 많기 때문에 다른 선수들이 관심을 많이 받았을 거라고 생각하는데 이번 서울 투어 같은 경우는 특별하게 모든 관심이 아마 김민재 선수한테 가 있을 거라고 생각을 합니다. 뭐 본인은 이런 관심을 받는 걸 좋아하는지 아니면은 그 관심이 동료들한테 가기를 바라는지 좀 궁금합니다. 저는 일단 첫 번째로는 관심을 받는 걸 별로 안 좋아하고 저한테 이제 관심이 집중됐다고 말씀을 하시는데 저보다 유명한 선수들이 더 많아서 그 선수들한테 관심이 많이 가고 있어요. 뭐 예를 들어서 뭐 토마스 밀러 선수라든지 마누엘 노이어 선수라든지 무시알라 선수, 키미 선수, 워낙 다른 선수들도 워낙 다 유명하지만 대표적으로 한국에서 유명한 선수들이 있어서 그 관심을 나눠받고 있는 것 같아서 다행인 것 같습니다. I don't like attention. Ich mag Aufmerksamkeit wirklich nicht sehr. Ganz und gar nicht. Aber ja, du hast ja gerade gesagt, hier in Korea gibt es viel Aufmerksamkeit, aber wenn man sich meine Teamkollegen anschaut, die sind viel beliebter oder viel berühmter, als ich es bin. Wir haben schon über Thomas Müller gesprochen, Manuel Neuer, Musiala. Also, es gibt so viel. Hallo, mal nicht den Kimmich unterschlagen, den hat er auch noch genannt. Ganz böse, die Übersetzer hier. Viel mehr Spieler, die eben auch diese Aufmerksamkeit von den Fans bekommen. Ich hoffe darauf, dass ich weniger Aufmerksamkeit bekomme und hoffe, dass meine Teamkollegen mehr Aufmerksamkeit bekommen als ich. Ja, da sieht man auch, ich weiß auch nicht, warum immer diese totale Kamera kommt, die ist super hässlich. Aber da sieht man auch mal, das ist auch kein professioneller Presseraum, oder? Und einfach ein paar Tische reingestellt und deswegen geht da auch ein Mikrofon rum. Also wild. Das ist ja Bayern-Niveau. 네, 뒤쪽에 계신 기자님께 저희가 마이크를 전달을 해드리겠습니다. 어제 저녁에 이제 미넨 선수들이랑 스태프들에게 이제 저녁 한 끼를 좀 쏘신 걸로 알고 있는데 좀 미넨 선수들 중에서 제일 잘 먹었던 선수랑 좀 선수들의 반응이 어땠는지 좀 궁금합니다. Minjae, it's known that you took the whole team and you hosted them for dinner, like Korean barbecue. Du hast das ganze Team zu einem Korean Barbecue eingeladen. Und wer hat es am meisten genossen? Was war das generelle Feedback, was du vom Team bekommen hast? 일단 모든 선수들이 다 정말 맛있다고 말해줘서 고마웠고 그 중에서 가장 잘 먹었던 선수들이 이제 키미 선수랑 그나브리 선수가 이것저것 많이 시켜서 잘 먹은 것 같아요. 예. Also, Coman, Kimmich, Gnabry habe ich gehört. Ich war sehr dankbar dem Team gegenüber, weil alle haben es wirklich sehr genossen. Ich glaube, alle haben dieses Korean Barbecue sehr genossen, aber ich glaube, Kimmich
hat es am meisten genossen. Er hat verschiedenste Gerichte bestellt. Also ja, es war eine tolle Zeit, die ich mit meinem Teamkollegen verbracht habe. Vielen Dank. Eine kurze Pause. Naja, den Gnabry haben wir aber unterschlagen. Den haben wir aber auf jeden Fall gehört. Ne? Unser Trainer kommt, dann können wir jetzt noch ein Foto machen. Okay, Leute, ich werde das vorspulen hier, wenn der Kompanie da ist. Hier, da ist er schon. Geht schon los. Zack. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Fangen wir mit den Fragen an. Wir fangen auf der rechten Seite an. Georg Haas, Mirsan Roth. I'm sorry, guys. I'm not gonna say I'm flash sensitive, but if you keep going like this, wenn ihr nicht aufhört mit den Blitzen, dann werde ich ein Problem haben. Sehr gut. Ich fühle ihn, er ist halt einfach ehrlich. Ne? Einfach straight raus, unser Coach, ey. Mit dem Jetlag und all diese Blitze, das ist... Tut mir leid. Was so in the past few years, in den letzten paar Jahren haben wir viele Tore kassiert. Wie möchtest du... Leute, können wir das nicht auch mal machen? Soll ich nicht mal einen Presseausweis beantragen? Ja, ihr müsst dann nur die Reisen finanzieren. Dann fliege ich auch mal eben nach Korea für 5 Tage und setze mich da in den Presseraum. Und sagt dann nicht, bin ich vom Mirsan Roth, sondern ich bin vom Red Munich-Kanal. Wild, Alter. Die Verteidigung deswegen verbessern und dein Personal auswählen. Wirst du da auf die Verteidigungsfähigkeiten eher setzen? Was ist die ideale Kombination, die du finden möchtest? Naja, es ist immer eine Mischung aus vielen Gründen. Ja, das läuft ja mit dem Blitzlicht, was? Wieso man Tore kassiert. Die Viererkette auswählen, es reicht nicht. Das ist nicht der einzige Grund, an dem das liegt. Wenn man auf die besten Jahre Bayerns zurückschaut, mit den 11 Titeln, die sie in Serie geschafft haben, in den meisten Fällen waren die besten Spiele nicht die aufgrund einer der besten Viererkette, sondern ein Team, das generell immer reagiert hat, alle 11 Spieler perfekt reagiert haben. Das ist, wie Bayern verteidigt hat und reagiert hat. Und einfach nur eine kurze Geschichte noch, denn ich erinnere mich daran, mit Jerome Boateng bei Man City zu spielen, bevor er zu Bayern kam. Und mit Man City hat er mit mir gespielt und wir haben trotzdem Tore kassiert. Es waren keine erfolgreichen Jahre. Und dann kam er zu Bayern und er wurde einer der besten Verteidiger der Welt, zusammen mit Dante. Und ich kenne die beiden. Also was ich versuche gerade zu sagen ist, man kann fortschreiten, man kann Fortschritte erzielen als Verteidiger mit dem richtigen Team, wenn das Team versucht, beim Verteidigen zu helfen, dann hat man mehr Erfolg. Und man hat die Verantwortung eben, das Team zu unterstützen, wenn sie angreifen. Also es ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ihr sollte aber auch klar sein, oder? Also es kommt ja nicht nur auf die Viererkette drauf an, was Defensivarbeit angeht, sondern halt auf alles. Ja? Das sollte ja völlig klar sein. 수비적인 능력 아니면 또 빌드업 여러 가지 그런 기술들이 요구가 될 텐데 어떤 부분들에 중점을 두고 보실지 참 궁금합니다. 일단은 수비형이 됐을 때 11연패를 하는 와중에도 선수는 어떻게 보면 세계라는 말씀을 드리고 싶기 때문에 그런 부분들을 중점으로 올해도 수비 조직을 잘 완성하는 게 제가 할 역할인 것 같습니다. Wenn alles so korrekt übersetzt wurde, bist du der beste Übersetzer der Welt. Ich versuche meine Antworten jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Okay, we stay at German Media. Mario Krischl, please. Hi Vincent. Hallo Vincent, ich weiß, dass du nicht gerne über Individuen sprichst, aber du musst jetzt über Kim Jae sprechen. Wie siehst du das Ganze, wie viel Aufmerksamkeit gerade bekommt? Und noch eine Sache, in der zweiten Hälfte der Saison hat er ein bisschen Probleme gehabt beim Spielen. Was glaubst du, kannst du machen, damit er stabiler ist? Naja, das Erste ist natürlich die Aufmerksamkeit, die er gerade hier in Südkorea bekommt, ist sehr
besonders, das mitzukriegen, glaube ich. Also, obwohl wir so viele Superstars in München haben und auch in England, wo ich früher gelebt habe, so viel Aufmerksamkeit haben wir dort nie bekommen, wenn wir auf die Straße gingen. Naja, das ist halt der Unterschied, ne? In Deutschland, England oder sowas hast du ganz viele Stars. Ja? Viele große Spieler, viele große Mannschaften. Ich denke, das ist in Korea einfach ein bisschen anders. Ja? Da hast du halt, und wenn dann die meisten spielen im Ausland. Und wenn dann mal einer dieser Stars in das Land kommt, dann ist natürlich auch die Aufmerksamkeit da und völlig zu Recht. Und also es ist ein sehr, sehr anderes Leben, das sie hier leben, als in unseren Ländern. Und wie er damit klarkommt, das ist super. Lassen wir das einmal übersetzen. 사실은 감독님께서 이제 개인적인 선수들에 대해서 평가하는 걸 좋아하지 않으시지만 김민재 선수가 상당히 많은 그런 관심을 받고 있고 또 그런 부분에서 어떻게 생각하시는지에 대한 그런 질문이었고 두 번째는 이제 민재 선수가 und zu der 그 선수들보다도 더 많은 관심을 받으면서 뭐 길거리에 나가서도 사실 좀 놀라울 정도로 너무나 좀 특별한 그런 경험인 것 같고요. 사실은 어떻게 그 많은 관심과 그런 환대를 김민재 선수가 감당하는지 사실 잘 모르겠습니다. Und zu der Frage, wie es letzte Saison lief, ich möchte es wirklich darüber machen, dass es ums Team geht. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Das definiert mich als Trainer. Und deswegen werde ich dabei bleiben. Aber letzte Saison muss keinen Spieler definieren. Es ist passiert und ich erwarte einfach von jedem eine Reaktion. Und die Reaktion, die ich bisher im Training sehe, will ich auch auf dem Feld sehen und definitiv beim ersten Spiel im Pokal. Ja, hört sich vernünftig an. Erstmal, dass er das Team im Vordergrund stellt, sollte klar sein. Ja, das ist auch, dass er schön nochmal betont. Das wird sich auch nicht ändern die Saison über, bin ich mir sicher. Ja. Alter, der macht mich auch fertig, der Übersetzer. Ich dachte, ich könnte ihn überreden, Leute, aber das klappt halt auch nicht. Das nervt auch, ne? Also nochmal. Ich denke, dass das der richtige Weg ist, in München einfach wieder mehr den Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen und da auch nicht einzelne Spieler hervorzuheben oder nicht hervorzuheben. Zur letzten Saison, ja, was soll man da beurteilen? Nochmal auf Min-Jae bezogen, er hat keine Vorbereitung in die Rückrunde gehabt, er war 2 Tage wieder da, wurde direkt wieder reingeschmissen von Tuchel. Wie willst du da vernünftig Leistung bringen? Ja? Und Integration war auch nicht wirklich möglich, er kam ziemlich spät zu uns, ohne Vorbereitung, hat dann die Spiele gemacht, dann war Winterpause, dann war er gleich wieder weg. Also, ich denke, wie ich schon am Eingang sagte, jetzt die Saison können wir das ein bisschen beurteilen. Ne? 실망감을 안고 어떻게 새 시즌 준비하는지가 중요한 것 같고요. 저도 마찬가지인 것 같습니다. 저를 포함해서 저희 선수단 전체적으로 지속적으로 노력을 하고 훈련을 통해서 좀 잘 시즌 준비를 해야 된다고 생각을 하고요. 뭐 저도 결국 그런 부분을 통해서 지도자로서 또 감독으로서 다시 평가를 받을 거라는 생각을 하고 있기 때문에 어떻게 해서든지 저희도 팀으로서 앞을 보고 또 새로운 시즌을 보고 이렇게 준비를 해야 되고 작년 시즌에 대한 그런 반응 또 선수들의 그런 실망감을 훈련해서 상당히 그 부분을 좀 바꾸고 더 좋은 시즌을 가져가기 위해서 상당히 많은 노력을 하고 있는데 그런 훈련장에서 보여지는 Also man braucht im Koreanischen auf jeden Fall mehr Wörter für das Gleiche, was man dann auf Englisch erzählt, oder? 그런 모습들이 경기를 통해서 저는 봤으면 하는 바람이고요. 뭐 저희 포칼컵에서 이제 첫 게임을 하는데 지금 그런 선수들이 보여주는 태도를 저희 포칼컵에서도 볼 수 있도록 기대하고 있습니다. 예, 한 가지 좀 요청만 드리겠습니다. 아까 콤파니 감독님이 요청하셨던 대로 플래시는 좀 끄고 사진 촬영 부탁드리겠습니다. Just to the photographers, please. Nur den Fotografen nochmal, wie der Trainer gesagt hat, einfach keine Blitzlicht mehr benutzen. Dankeschön. Das kam jetzt aber ein bisschen spät, ne? Hätte man schon mal am Anfang sagen können. Hello, Vincent. Hello. Hallo, Vincent. Es ist eine kräfteraubende Reise, die Sie hier machen müssen. Was erwarten Sie für das Spiel morgen? Was möchten Ich finde das so krass, Alter, dass sie da echt alle deutschen Journalisten für 5 Tage hinkarren, Alter. Für diese eine PK und vielleicht noch eine PK nach dem Spiel. Also, wild. Möchtest du vom Team sehen? Und die zweite Frage vielleicht noch.
welche Spieler werden spielen? Kimmich, Palinja, die alle schon mit dem Training begonnen haben vielleicht. Also, was wir erreichen möchten, ist, die Fitness zu steigern für das ganze Team. Ich glaube, Tottenham hat bereits schon 3 Spiele, vielleicht sogar 4 Spiele schon gespielt. Und für uns ist das wirklich sehr wichtig, die Fitness zu steigern im Team. Aber ich möchte einfach sehen oder ich hoffe zu sehen, dass die Mentalität bereits da ist, weil man kann vielleicht nicht 100% fit sein, aber 100% im Spiel sein mit der Mentalität und das hoffe ich zu sehen in den nächsten Spielen und ja, einfach sich vorbereiten für das erste Spiel im Pokal, in der Bundesliga und was wir eben versuchen, ist, uns auf das erste Spiel vorzubereiten, aber auch alle Spieler wieder auf 100% Fitness-Level zu bringen. Also die meisten Spieler werden involviert sein im ersten Spiel, aber die Spielzeit wird eben einfach so verteilt werden, wie wir denken, dass sie das aushalten können. Also ein sehr interessantes Spiel morgen. Ja, völlig zu Recht. Ne? Wie gesagt, ich bin persönlich, gebe eh nichts auf Vorbereitungsspiele, ja, auch jetzt gegen den Zehntligisten oder dann gegen den Viertligisten, Regionalliga. Jetzt Tottenham, wenn das Spiel 3-0 verliert, dann ist halt so, wen interessiert's, Alter. Ja, in der Vorbereitung steht im Vordergrund, wie er es auch sagt, die Mannschaft fit zu kriegen. So. Das erste Spiel ist das Pokalspiel, da hat man da zu sein, da hat man zu liefern. Klar freut man sich eher, wenn es ein Spiel auf Augenhöhe ist, ja. Ja, wenn das Ergebnis stimmt, aber am Ende des Tages spielt das keine Rolle. Und da muss man dann auch nichts groß reininterpretieren, ne? 여정이었을 것 같습니다. 긴 여정인데 내일 경기 어떻게 준비하고 계시고 뭐 김일지 선수나 팔리냐 선수 같이 지금 이제 훈련을 이제 막 시작한 선수도 있고 훈련 지속적으로 하는 선수도 있는데 이런 선수들과 맞는 그런 출전 시간은 가장 중요한 건 이 경기들이 좀 새로운 그런 잘할 수 있고 했을 때 정신은 아닙니다. 그만큼 정신적과 또 높은 수준의 경식 달라질 것. Nächster, in der letzten Reihe. 전에 토마스 튜엘 감독이 김민재 선수 수비 방식에 대해서 굉장히 좀 너무 적극적이고. Was macht der eigentlich da mit seinem Stab die ganze Zeit? Ist das nochmal ein extra Mikrofon oder was? Wahrscheinlich, oder? 너무 예측을 하는 수비를 한다 이렇게 지적을 했는데 그 콩파니 감독님 생각은 어떤지 궁금하고. 그리고 미넨에 팔리냐나 뭐 이토 같이 많은 수비 자원이 영입이 되는데 이거에 만족을 하시는지 아니면 추가적인 영입이 필요하다고 생각하시는지. Coach, just to go back with the comment of the previous coach regarding Min-jae. Obviously, Thomas Tuchel Bezüglich Min-jae. Ein anderer Trainer hat gesagt, dass Min-jae teilweise zu aggressiv ist und zu sehr vorhersagen möchte, was passieren soll, statt die Situation abzuwarten. Wie hast du ihn denn bisher im Training gesehen? Und natürlich, wir haben jetzt viele neue Verteidiger in Bayern. Bist du damit zufrieden oder gibt es noch andere Spieler, auf die wir uns freuen können? Wo haben wir denn viele neue Verteidiger? Meinst du jetzt ein Ito? Meint ihr, sind Palinja auch als Verteidiger oder was? Bevor die Saison losgeht. Also ganz einfach. Ich werde nicht die Kommentare meines Vorgängers kommentieren. Und das Zweite ist, ja, die neuen Spieler, die wir haben, ich freue mich auf sie. Es geht nicht nur um die Qualität, die wir jetzt dem Verein zuführen, weil die Qualität ist natürlich für Bayern München immer die höchste, aber es geht um die Energie, die sie mitbringen. Und ich möchte einfach das positiv sehen aufgrund der Energie, die sie mitbringen und die Motivation, die sie für diesen Verein mitbringen. Ja, sehr gute Antwort mal wieder, ne? Also erstmal auch, dass man das direkt abblockt. Was soll er auch dazu sagen? Das war halt eine Aussage vom Tuchel. Wir können uns alle daran erinnern. Was soll er da jetzt bewerten? Und ich finde es auch gut. Er hätte ja selbst trotzdem auf die Art des Spiels, die jetzt eingehen können von Min-jae. Auch das, ich finde es gut, dass er einfach nicht auf einzelne Spieler drauf eingeht. Ja, das Team hat im Vordergrund zu stehen, das predigt er und das zeigt er mit jeder Antwort. Ne? Das gefällt mir sehr gut. Ja. 감히 뭐 그거에 대해서 말씀을 드릴 수는 없을 것 같고요.
또 그렇게 해서도 안 된다고 생각을 합니다. 근데 그런 부분들이 오히려 더 중요할 것 같습니다. Next one, first row, Stefan Kumberger, please. Hi Vincent. Hallo Vincent. Die Nationalspieler Deutschlands sind zurück nach München gekommen und zurück ins Team für Bayern. Vor allem Manuel Neuer und andere sind Legenden, lebende Legenden für Bayern. Wie werden Sie jetzt deine Arbeit... Lebende Legenden, darfst du sie rügen? Darfst du sie überhaupt ansprechen? ...ändern? Und was ist dein Eindruck bisher von ihnen? Alter. Naja, ich meine, manchmal ist die Wahrnehmung von draußen, dass es überkompliziert ist. Ich habe sehr klare Ideen davon, was ich schaffen möchte. Und diese Spieler, nicht nur Manuel und Thomas, wissen, wie man mit Trainern arbeitet, die klare Ideen haben. Also ich kann mich auch wiederum in ihre Position versetzen, weil ich ebenfalls ein Spieler war, der neue Trainer bekommen hat. Ich glaube eher, das ist spannend, das ist aufregend. Und ich glaube, es ist für sie auch aufregend. Das ist zumindest der Eindruck, den ich bekomme. Also die Sicht von draußen ist immer ein bisschen, weil du eine lebende Legende bist, möchtest du dich nicht mehr verbessern. Das ist absolut das Gegenteil ist der Fall. Du bist eine Legende geworden, weil dein Gedankengang immer ist, besser zu werden, zu Größeren aufzusteigen. Also ich glaube, es ist viel, viel einfacher, mit solchen Spielern zu arbeiten, als man sich von außen vielleicht vorstellt. Ja, da wird auch immer zu viel interpretiert. Ne? Das sehe ich auch so. Also alles ist gut. Es wird nach Leistung gehen, da bin ich mir 100% sicher beim Kompanie. Auch jetzt hier wieder diese Worte. Für mich steht fest, es wird rein nach Leistung gehen. Und es werden die Spieler am Ende des Tages spielen, die die beste Leistung bringen. Ja. Und das wäre so super gut für unseren Verein. 생각을 하는데 절대 그렇지 않다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 보는 그런 시선보다는 훨씬 더 긍정적이고. 네, 어떻게 보면 이 바이에른 뮌헨이라는 팀은 모든 경기에서 승리를 원하는 팀이고 모든 대회 우승을 목표로 하는 팀인데 감독님은 그렇게 감독 In Bayern München muss man alle Spiele gewinnen, alle Titel gewinnen. Das ist doch Bayern München. Und du als Trainer, du hattest eine tolle Karriere als Spieler, aber glaubst du, du wirst die Erwartungen erfüllen können hier bei Bayern München? Also warum sollte man sein Mindset als Trainer ändern, je nachdem welche Mannschaft man trainiert? Warum sollte man nicht immer alles gewinnen wollen? Und naja, ich denke auch, dass es wichtig ist. Ich versuche, meine Antwort kurz zu halten, aber mein Hintergrund, meine Geschichte bisher ist, ich habe mit 6 Jahren angefangen bei Anderlecht und ich musste immer gewinnen. Wenn man 6 bei Anderlecht ist, muss man den Titel mit 7 gewinnen, mit 8, 9, 10. Leute, das ist immer ganz einfach. Ich verstehe diese Fragen auch immer nicht. Wir reden über Leistungssport. So, Leistungssport. Wenn du dann bei einer Mannschaft bist wie Bayern München, hast du natürlich immer das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Egal wer der Gegner ist. Das Ziel ist immer da. Das klappt zwar nicht immer, ja, aber da genauso ist es in Freiburg. Wenn du in Freiburg spielst, dann gehst du ja nicht ins Spiel und denkst dir, ach ja, hoffentlich verlieren wir heute nur mit 2 Toren. Ja. Nee, du gehst auch ins Spiel und denkst, ja, wenn es gegen einen stärkeren Gegner ist, ja komm Leute, heute packen wir es, heute schaffen wir die Überraschung. Ja. So, es geht doch keiner ins Spiel im Leistungssport und denkt sich, ach komm, wir gucken mal, dass das heute nicht zu arg wird. Ja, das ist doch schon die falsche Einstellung. Du gehst auch als der größte Außenseiter, guckt euch, warum funktionieren Pokalspiele? Ja, wenn du als größter Außenseiter reingehst, dann gibst du 150% und denkst, komm, wir packen es heute, wir schaffen heute die Überraschung. Ja, und nicht irgendwie, ach ja komm, wir gucken mal, dass wir keine 10 kriegen. Also, aber das hat nichts mit dem FC Bayern zu tun oder sollte nichts mit dem FC Bayern zu tun haben. Diese Einstellung sollte man in jedem Verein nehmen. Ne?
Man muss immer der Beste sein. Man muss jedes Spiel gewinnen. Und in der ersten Mannschaft ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auf dem Jugendlevel ist das immer schon meine Art gewesen, damit umzugehen. Also mein Mindset ändert sich nicht, denn dieses Mindset, was Sie gerade beschrieben haben, ist da gewesen, seit ich geboren wurde. Und das wird sich nie ändern und das wird immer so bleiben. Also da haben wir einfach ein Match, ich und Bayern. Es gibt keine größeren Erwartungen von der Vereinsseite als die Erwartungen, die ich selbst an mich und den Verein habe. Okay, ich glaube, das war's. Ey, wir sind am Ende. Aber ich spule noch mal ein bisschen. Ja, ist nur noch die Verabschiedung. Okay, Leute, das war's. Das war die PK vor dem Tottenham-Spiel. Nehmen wir irgendwas Neues mit? Ich denke nicht. Min-Jae ist der gefeierte Star in seinem eigenen Land, völlig zu Recht. Ich denke, Kompany unterstreicht nur seine Aussagen, die er bisher getroffen hat. Das Team steht im Vordergrund, harte Arbeit steht im Vordergrund, es wird nach Leistung gehen, er möchte jedes Spiel gewinnen. Und wenn er das umsetzt, was er predigt, und er den Rückhalt bekommt, wovon ich ausgehe, von Max Eberl, dann steht einer positiven Zukunft, egal wie die Spieler am Ende des Tages heißen werden, nichts im Wege. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.